am Herzog Klausbert sein Bankett hat angefangen und ist schon in vollem Gang. Gerade hat der Herzog allen Gästen versprochen, an Herzogsnacht das berühmte Dessert Mousse Blamage servieren zu lassen. Und jetzt ist es am Bankettmeister von Schleim seine Aufgabe, das zu organisieren. Das Problem ist nur, dass das Rezept Zutaten von schrecklichen Monstern beinhaltet. Herzogstochter Ottilia? Entschuldigung? Dürfte ich vielleicht einen Moment mit der herzigen Herzogin reden? Ihr interessiert euch doch für Monster, richtig? Ja. Ich bin eben gerade vorher von einer Dame neben mir gefragt worden. Die Tränen von einem Bischofsfisch, hat sie gesagt. Weiss der Bankettmeister, wie man die beschafft? Und ich meine, ich habe ja keine Ahnung, wie man die beschafft. Es ist gar nicht so schwer, wie man meint. Ah ja, nicht? Nein, man braucht nur eine Geige. Eine Geige? Und jemand, der darauf spielen kann. Nein, also, jetzt komme ich nicht ganz draus. Wenn ein Bischofsfisch Geigenmusik hört, dann rührt ihn das so fest, dass er anfängt zu brüllen. Ja, so. Das ist ja grossartig. Fantastisch, ganz ausgezeichnet. Und die Dame vorher hat auch noch behauptet, sie hätte jemanden angetroffen, der eine Schuppe von einem Basilisk besitzt. Das ist ganz und gar unmöglich, habe ich gesagt. Niemand kann einem Basilisk eine Schuppe stehlen. Oder? Es ist nicht ganz unmöglich. Ja, was? Nicht? Nein. Aber man muss schnell und mutig sein. Und man muss abwarten, bis der Basilisk schläft. Schläft? Ah ja, wieso denn? Weil ein Basilisk sein Blick tödlich ist. Ja, so. Wie außerordentlich unangenehm. Aber was hat jetzt die Dame auch noch gesagt? Ja, genau. Von einer Manticora hat sie noch geschwätzt. Von einer Manticora? Ja, von einer Manticora. Die verwünscht man denn so ein? Wieso sollte man so eine überhaupt verwünschen? Ja, wieso? Wieso denn nicht? Weil eine Manticora das gefährlichste und schrecklichste Monster ist. Ja, aber das ist doch nur ein Gedankenspiel. Ich meine, wie würde man sie denn anlocken? Rein theoretisch meine ich. Was hat sie gern? Das ist ganz, ganz schrecklich. Ach, ich vertrage das schon, keine Angst. Also? Ich habe gelesen, dass die Manticora gern Menschenkinder hat. Also isst. Wie wunderbar. Das passt ja ganz ausgezeichnet. Wie bitte? Danke für die informativen Informationen. Ach so, übrigens, ich habe gemerkt, ich bin vor kurzem ein bisschen streng zu euch und eurem Freund. Wie heißt du nochmal, euer Freund? Amund. Amund, also. Jetzt gehe ich gerade und sorge dafür, dass der kleine Amund eine bessere Anstellung bekommt. Eine sehr, sehr wichtige. Vielen herzlichen Dank, herzliche Herzogin. Der Bankettmeister hat es auf einmal so brisant, dass er nicht einmal merkt, wie ihm das Rezept aus dem Hosensack geht. Was ist denn das? Rezept für ein Mousse au Blamage. Bereite ein gewöhnliches Mousse vor. Füge dann Tränen eines Bischofsfischs hinzu. Schuppen eines... Er wollte wissen, wie man Zutaten für das Mousse au Blamage besorgt. Und ich bin darauf reingefallen. Stopp. Geigenspielerin, hör auf spielen. Ich? Ja, komm mit. Ich? Sehr wohl, Bankettmeister von der Schleim. Und du dort? Schick Major Donner eine Nachricht. Sag ihm, er soll seine schnellsten und mutigsten Männer auswählen. Ein Geigenspieler für die Tränen vom Bischofsfisch. Schnelle und mutige Soldaten für einen Basilisk seine Schuppe. Und fürs Herz von der Manticora. Ein Kind als Köder. Er hat vom Amund geschwätzt. Der Bankettmeister von Schleim marschiert schnurstracks ab in die Küche und ruft alle Köchinnen und Köche zusammen. Achtung, alle zuhören. Ohne dass es jemand merkt, schleicht Ottilia in die Küche. Ich suche ein Kind. Was? Kind? Ja, vielleicht, ich glaube, es ist ein kleiner Bub, der Amund... Was? Genau in dem Moment kommt der Amund in die Küche und sieht den Bankettmeister.
Amund, komm da hin. Versteck dich bei mir. Ich habe ihn heute zur Nacht draussen bei den Flamingos gesehen. Dreckig, mager, barfuß. Ja, das klingt ja wie die meisten für unsere Küchenbuben. Lassen Sie mich mal überlegen. Das könnte der Zapfen sein. Was? Der Zapfen? Ja, der Zapfen. Was Sie vielleicht gesehen haben. Nein? Dann ist vielleicht der Teigklumpen, oder auch nicht? Äpfelbätschki? Nein? Dann vielleicht das kleine Fürzli? Was? Ja, Fürzli. Ja, genau. Oder kennst du vielleicht den Seilebub sein? Der was? Der Säulebub? Ja, wenn ich mir gerade genau überlege, dann habe ich jetzt Nacht um seine Hilfe gebeten bei diesen Flaschen in Gosen. Flammkuchen, nein, Flaschingos, nein. Flamingos. Ja, eben, sag ich dir, Mann. Ja, also, dann suchen ihn. Aber sofort. Ja, aber sofort. Alle ab, jetzt suchen alle den Sohn. Aber der Amund und Ottilia sind schon verschwunden. Sie rennen die Stege rauf und weiter durch die langen Schlossgänge. Ins Zimmer. Aber ich darf noch da rein, schnell. Habe ich's doch gewusst, dass ihr hier ankommt.